abandoned in a city in Romania, not around the smell of death, and pity isn't offered in Romania. You'll be lucky if you get what's left. We are many, we are few who are loved. We are shunned, we are hurt, we are lost. There is nothing and no one for us, yet we still wag our tails, for we trust. I'm just a dog on the streets of Romania. I've been kicked around so many times before. I hide in the shadows for pain to come, the beat of a stick or the killing gun. I've seen evil, I've seen things you should never see. There are people who will hurt us for free. We are waiting and hoping and we're not wanted on any Romanian street. Das letzte Mal würde ich gerne meine Stimme zusammen mit euch erheben und nochmal kundtun, warum wir heute da stehen. Und zwar ist am 25. September 2013 hat das rumänische Verfassungsgericht eine Notfallverordnung als verfassungskonform erklärt, welche Tötung von allen Strassenhunden in den Tierheimen nach einer Frist von 14 Tagen erlaubt. Das erlaubt das brutale Einfangen von den Tieren mittels Fangschlingen und einem Euthanasieren von den Hunden, sofern die nicht innerhalb von 14 Tagen adoptiert werden. Euthanasie bedeutet in Rumänien unter anderem verhungern lassen, lebendig verbrennen oder eine Injektion mit Frostschutzmittel oder Eiswasser ins Herz. Die Hunde sind zum Teil bereits kastriert worden und sind an Menschen gewöhnt. In vielen Fällen haben sie auch Eigentümer. Der Fänger kriegt ca. 50 € pro Hund und das sogenannte Tierheim bis zu 200 €. Nach Ansicht der Tierschützer in der Schweiz sowie in vielen anderen Ländern der Europäischen Union und der ganzen Welt stellt das eine unverhältnismäßig massiv inhumane Massnahme dar, denn die Ursache bleibt weitgehend bestehen und es wird zu einer erneuten Population der Strassenhunde führen. Ausführliche Studien haben gezeigt, dass Tötungsaktionen keine langfristige Reduktion herbeiführen, sondern nur gezielte flächendeckende Kastration sowie Aufklärungsprogramme längerfristig zum Ziel führen. Es ist weitgehend unbestritten, dass Gewalt an Tieren die natürliche Hemmschwelle vom Mensch abbaut und eine Vorstufe zu Gewaltdelikt an Menschen darstellt. Wir als Teil der Schweizer Bevölkerung fordern deshalb den Bundesrat auf, die Notfallverordnung vom rumänischen Regierung zu verurteilen und sich zusammen mit der EU an einer langfristigen und humanen Lösung des Problems der Strassenhunde zu beteiligen. Die Schweiz hat als eines der fortschrittlichsten Tierschutzgesetze Europas das Vorbild, die Pflicht, den hilflosen Lebewesen auf Rumäniens Straßen eine Stimme zu geben. Danke vielmals.
kicked around so many times before. I hide in the shadows for pain to come. The beat of a stick or the killing gun. Why do you not care for me? I can't hurt you, don't you see? Romania, please hear my plea. We are hearts full of hope to be free. Ja, also ich und mein Kollege Jamie, wir haben über Skype wochenlang ein Gedicht selber geschrieben und also ich tue das jetzt vortragen. Okay, also und das heißt Rumänien, wieso? Also, ein Land nur umgeben von Qualen. Ja, es liegt mir sehr schwer im Magen. Jetzt kommt mal her und hört mir zu, eure Freude schwindet im Nu. An jeder Straßenecke ein toter Hund. Jeder mit verblutenem Mund. Einer verbrennt sie, einer erschießt sie und jeder vergisst sie. Draußen ist es stumm, nur im Innern pöbeln alle rum. Der Hund wird nass gespritzt, nach 14 Tagen dann ausgeschnitzt. Unter anderem schlagen sie den Hunden die Köpfe ein, doch es sollte umgekehrt sein. Mit Stöcken bedrohen sie Besitzer, die Gasse gehen. Auch wenn diese sich stark wehren, müssen sie ihren Hunden doch den Rücken kehren. Die Familie und der Hund mit starkem Kummer, dagegen Fänger mit keinem bisschen Hunger. Bei den Guten fließt das Bächlein, bei den Bösen hingegen herrscht das Fröhlichsein. Tod liegt nun über diesem Land, hoffentlich hat die EU es endlich erkannt. Und denkt dran, wir Schützer werden niemals aufgeben und werden noch tausende Male rausgehen, da könnt ihr euch noch so aufregen, denn wir sind die, die die Welt bewegen. Bravo! We're just the dogs on the